Nach ein Schlusswort Zukunft Lützeburg. Ich meine, auch hier ein Vierreiterrolle gespielt. Letztes Jahr bei der Journée Parlementaire hat man nicht mehr das Sujet. Aber noch damals eine Interpellation an der Chambre gemacht, Zukunft Lützeburg. Und so gesehen wir, dass auch durch eine Bewegung könnt, weil eben Leute nicht mehr hier im Land zufrieden sind mit der unkontrollierte, ungebremste Wachstumspolitik, die hier im Land gemacht wird. Wir haben letztes Jahr an dieser Interpellation eine ganze Reihe von Propositionen gemacht, dass wir gesagt haben, es kann nicht Land nicht einfach blinde Menschen wurzeln, es kann nicht Sozialsysteme aufbauen, die dazu kondamniert sind, dass die permanent muss wurzeln. An der Redung hat für gesagt, dass eng von unseren Überlegungen, dass wir gesagt haben, es kann nicht eine Steuerreform an der dort die Größenordnung machen, wo auch Steuererleichterungen gemäht gehen, die nicht umgebracht sind, die nicht, wo Leute nicht auf die Suche angewiesen sind, aber aus elektoralen Gründen, Steuerkadre kriegen, das alles belastet als Staatsbilanz, das belastet die nächsten Generationen, wenn wir alles das müssen finanzieren, über anbringen, die anderen kommenden Generationen müssen in das bezahlen. Wenn wir also nicht die Wachstum wollen, wenn wir nicht wollen an die Aufhängigkeit kommen, dann muss man die Leute vorrichten. Und ein von den Vorrichten ist für uns auch die Steuerreform. Da man so bei der Steuerreform, wir können nur nicht mit der Gießkanne über das Land fahren, wir müssen das machen, wo besser ist, und wo kein besser ist, muss man nichts machen. Wir können nicht den Leuten nach Steuererleichterungen gehen, gleichzeitig die kommenden Generationen, die wir anbringen, damit finanzieren. Wir haben nicht an der Reihe doch gesagt, am letzten Jahr 6,5% Wachstum gehabt. Und da muss man sich da, nicht nur als Politiker, aber allen Menschen müssen sich das vorstellen, wenn ein Land so einen Rekordwachstum hat und an seinem Staatsbudget trotzdem ein Defizit hat. Das stimmt so manches nicht. Andere Länder haben 2%, ich denke, in der Zeit schnuppern, schreiben schwarze Ziffern, machen keine Schulden. Wir machen mit 6,5%, schreiben wir nach Rotziffern, dann muss ich Schulden machen. Und da gehen wir hin, und wir verdienen Karten, Gelder, die wir nicht tun. Und wenn wir wollen über die Zukunft von Lützeburg schwätzen, dann muss man auch die Courage haben, für die Leute so, wenn wir nicht wollen, dahin gehen, dann muss man auch aufpassen, was wir heute machen. Wir wissen, dass das als Partei, als Politiker nicht die flottste Mission ist. Wenn ich sehe, wir sind der Meinung, dass die Leute, die keine Steuererleichterungen so gut. Wir sind aber der Meinung, dass es vorrichtig ist, dass man die Courage und die Leute vorrichtig zu sein. Aber wir sind auch der Meinung, dass viele Leute am Land das werden honorieren. Weil die wenigsten Leute am Land wollen Haut nach, die genug haben, wollen Haut etwas beigesagt, wissen, dass das mit gelehntem Geld, dass das nicht kann, Enkel müssen zurückbezahlen. Und dafür wollen wir an der Debatte für die Zukunft Lützeburg ist, wollen wir Akzente machen, wir werden auch darüber nach eine Debatte machen. Weil auch gesagt wird, 1,1 Millionen wird gesteuert. Ja, wenn wir an dem Rhythmus sind, dann muss ich noch so, wenn wir bei 1,1 Millionen angekommen sind, dann muss man sich schon vorstellen, wie finanzieren wir die Pensionen von der 1,1 Millionen, dann muss man sich sagen, da muss man auf 2 Millionen gehen. Aber wenn man bei 2 Millionen kommt, dann muss man sich vorstellen, wie finanzieren wir die, dann müssen die von 3. Das ist also eine Spirale, die da entrollen kann, wo kurzfristig Politik arrangiert, mit mittelfristig und langfristig eine Katastrophe für die kommenden Generationen ist. Und dafür wollen wir das Eisen da seriös anpacken als Partei. Und wir werden auch nicht kein Problem haben, für kein politisch, wie soll ich sagen, Aussagen zu machen, die den Leuten vielleicht gefallen. Wir bin also vielleicht für Stimme kriegen, wir wollen die couragierte Weg gehen, wir sollen die Leute vorrichten, und wir sollen noch da, wo wir nichts machen, wo kein Geld da gespürt gehen, das auch von den Messagen, die Opposition Parlementaire zurückbehalten, also an dem wir an den nächsten Wochen am Main werden vertiefen und auf dem auch als Wahlprogramm für 2018 wird abgebaut sind.